Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, Moment. Momente mal. Da fällt mir ja noch ein. Da drüber war ja noch eine Buchkommode. Jetzt ja irgendwas Spannendes noch zu lesen für uns. Aha. Mindestens. Okay, das scheint in irgendeiner Spruchschrift zu sein, die man nicht kennt. Und die ganze Kadaver hier sind auch fort. Aber der Knochenwiderling hat uns ja hier auch noch was gegeben. Das heißt, da müssten wir jetzt durchkommen. Genau, mit dem Schlüssel von dem Werteherr. So. Wie schaut's dann hier aus? Aber wir kennen das ja schon aus dem Schläfertempel. Da haben wir ja auch ziemlich gute Sache erst zum Schluss kriegt, wie diese attributssteigernde Tränke. Und hier verhält sich das halt ähnlich mit diesem Drache-Ei-Trank. So, wer will eine heilige Tracht Prügel? Oh, schön, dass ihr so drauf antwortet. Euch kenne ich noch aus dem Schläfertempel, Jungs. Ja, die bringen jetzt sogar 400 an Erfahrungspunkte. So. Mein heiliger Vollstrecker wartet nur auf euer untote Ork-Ärsche. So. Jetzt hört's aber auf. So. Wie stark Kerl. Und. Ja, gibt zwar keinen Zusatzschaden, wie bei der Klaue Belias, aber es müsste mehr abziehen. Gut. Mittlere Ork-Äxte haben sie alle dabei. Da ist nichts zu holen. Nö. Plündernswert scheinen sie nicht zu sein. Hier die Kadaver. Da ist nichts zu holen. Nö. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Also wer untot ist, hat anscheinend auch nichts bei sich, wie es aussieht. Nö, nichts zu holen, nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nicht mit mir. Alla hopp. Dann nehmen wir das halt mal so hier, wie es ist. Und gehen weiter. Ah, jetzt kommt die Sache. Ich habe mich ja schon arg drauf gefreut. So. Hier liegt noch eine Drachenjäger-Armbrust. Das ist nicht verkehrt. 2 Tränke und ein schwerer Zweihänder. Der scheint wohl über die Jahre recht gut gepflegt zu sein. Den könnte ich sogar tragen mittlerweile. Aber der ist wesentlich schwächer als unser heiliger Vollstrecker. Wie sieht es mit der Armbrust aus? Ja. 50 zu wenig. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja nochmal auf neuen Drache-Eier zufällig. Genau, jetzt sind wir hier mit diesem Bacchus-Face. Und da müssen wir jetzt durchkommen. Ich weiß nicht, ob das Belia darstellen soll oder keine Ahnung was, einfach nur Zierde ist. Vielleicht soll es auch Belia sein, ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt hier die entsprechende Tore knacken. Und dann müssen wir dann noch hier... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und dann müssen wir da aufmachen. So... Dann fangen wir doch. Fangen wir doch einfach mal. Hoppala. Fangen wir doch einfach mal im Uhrzeigersinn an und gehen erstmal hier hoch. Ja, schön sieht's hier aus. So schön rot mit den Bacchus-Gesichter wieder überall. Ja, es erinnert mich einfach an römische Bacchus, muss ich sagen. Da machen wir doch gleich mal. Ja, da mag sehen, dass das uns eh nichts mehr bringt mit dem Schmiede. Kann ich hier genauso gute Yankee Ends machen. Wo seid ihr? Hallo, Jungs? Hoch. Wer kommt dann da hier? Ah, Schlüsselmeister, hallo. Servus. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Krypta zu überwinden. Kehre denn auch du wirst die heiligen Herren von Ilduat niemals erreichen. Sagt niemals nie, Jungs. Wenigstens hat er mich dann Besesser gemacht. So. Autsch. Hör auf. Blöd, Mann. So. Gut. Trank der Geschwindigkeit hat er. Kohle, 37 Gold. Und Schlüssel des Schlüsselmeisters. Jiha. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt hier gleich mal hochheilen. Und gucken wir mal, dass wir den Schampel hier irgendwie wegkriegen. An denen können wir nichts machen. Aber jetzt, da der lustige Schlüsselmeister ja seinen Dienst verrichtet hat, sind wir theoretisch frei, uns hier nochmal umzugucken. Denn geht nichts. Und dann geht auch nichts.
Alle hopp. So, wie war dann das hier nochmal? Ich muss mich jetzt, glaube ich, generell hier irgendwo umgucken in alle Dinger und dann kann ich ja auch diese Teile betreten. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Und was es hier gibt. Hier glitzert's lustig blau. Und irgendwie lustig rot. Schattenläufer-Skelett. Ey. Jetzt ist aber Zapper. Jetzt ist Zapper. So. Bei dem gibt es nichts mehr zu holen. Ja, nett sieht das auch aus, das Schattenläufer-Skelett. Sieht ach sehr cool gemacht aus, finde ich. So, dann können wir uns noch ein paar Tränke zwitschern. Zum Beispiel so einer. Und so einer. Und so einer ist auch nie verkehrt. Jawohl, Tränkezeit. Ich hoffe, das Zeug schmeckt gut und nicht wie so Gummibärle-Saft oder so. Das wäre etwas eklig, sich dann ständig so einen widerlichen Trank pfeffern zu müssen. Gibt ja auch im Lab immer Leute, die ihr... Ah, Monsterschrumpfen, cool. Leute, die ihr Heiltränke ziemlich ekelhaft gestalten, sodass man die Dinger nicht gern trinkt. Ich denke nur an so ranzige Leute, die Kehlenschneider, das ist ein 80%ige Chili-Schnaps als Heiltränke verwenden. Uah, das geht gar nicht, sowas. Okay, wir haben auch noch einen tollen Paladin-Zauber als Spruchrolle gekriegt, soweit ich das richtig gesehen habe. Untote vernichten ist natürlich auch nie verkehrt. Sollten wir uns vielleicht auch mal so ausrüsten. Feuerregen kann auch nie schade. Genau, das war's. Todeswelle. 500 Schade. Ja, geil. Doch kein Paladin-Zauber. Sogar ganz im Gegenteil. Das ist ein Belia-Zauber. Müsste dann da gewesen sein, wo der Schlüsselmeister gehockt hat, glaube ich. Weiß ich noch nicht so ganz sicher. Aber mit dem Schlüssel, den wir uns da von dem Hansel geklaut haben, können wir dann hier die Gitter aufmachen und dann kann man, glaube ich, auch diese Teile aktivieren, diese Vorhängeschlösser vor dem Belia-Tor. Oh, da sind noch ein paar Orcibus Lebendicus. Ork-Elite. So. Halte mal de Gauda, habe ich gesagt, du Mistkerl. Tja, Autsch. Aua, jetzt kommt auch noch der andere Dappschädel von Schamana dazu. Au. Ich merke, wann ich nicht erwünscht bin, ja. Halt doch die Schniss. Gesicht. Ja, ist ja gut. Ja, schickt mir noch einen Feuerball hinterher, genau. Der dumme Mensch verträgt's ja. So. Wie schaut's dann aus? Sind sie immer noch da, die Hansel? Mistkerle, da haben sie mich echt auf den falschen Fuß erwischt. Ups, der Schamane ist ja auch noch dabei. Ja, das ist eine etwas dämliche Perspektive gerade für mich. Autsch. So, jetzt sind wir alle. Ork-Elite. Mistkerl. Ja, die brechen nicht so schnell ihr Zelte ab, die Orks. Da muss man definitiv ein bisschen weiter wegrennen, wenn man von denen fliehen will. Aber es hat ja funktioniert. Ist ja alles noch irgendwie gut gegangen. So. Gut, und die lebendige Orks haben ja durchaus Acherhaber. Von daher kann ich die Kamerade dann auch plündern. So. Orkisches Kriegsschwert, vielleicht die Ork-Axt vom Schamane, der hat noch so einen kleiner Mana-Trank, der hat noch einen mittleren Heiltrank. Super Sach. Jetzt haben wir da so allmählich eine richtig schöne Ork-Haufe uns angelegt. Dann war das, glaube ich, runter zu der Orks, ne? Genau, da wo halt die Stinkeluft ist. Da haben sie ein paar Mal in der fahren lassen, deswegen sieht es auch hier so ekelhaft aus. Sturmbringer. Danke, liebes Skelett. Was bringt uns denn der Sturmbringer? Ja, ist ein bisschen schwächer als unseren. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Mittlerweile sind wir ja auch relativ stark. Dracheneitrank sei Dank. Und Runenmacht. Wo ist dann Runenmacht? Schwerer Zweihänder, Meisterding, Runenmacht. Ja, das ist etwas schwächer, das Ding. Da haben sie ja Kochstelle gemacht. Ja, das ist natürlich auch im Tempel entsprechend sehr würdevoll. Dass man da seine Kochstelle einfach aufschlägt. Naja, die Orks scheinen es wohl nicht so begriffen zu haben, in was für einer heilige Halle sie sich hier befinden. Aber, jo, jedem seins. Irr, da kommen Zombies. Nein, das wollte ich nicht, ich wollte das. Stirb, du Grütze, Heiner. Ach, pfui Teufel. Aber gut, hier haben wir anscheinend Zombies öfters mal was Neues, was Gegner angeht.
Und schon der nächste arg wankt. Okay. Dann wird es Zeit für heilig die Tracht Prügel für euch, Kamerade hier. So. Boah, also diese Geräusche sind schon ziemlich Gänsehaut, finde ich. Gänsehauterregend. Boah. Mir rutscht so eiskalte Buckel runter, wenn ich die Zombies da höre. Aber noch schlimmer. Irgendwo scheint mich noch ein Suchender gefunden zu haben. Ja, ich finde aber die Geräusche von den Zombies, während sie da rumwackeln, wesentlich schlimmer, muss ich sagen. Während sie noch da untot rumschlurfen, diese Geräusche, die finde ich ziemlich ekelhaft. Boah. So. Dann hätten wir jetzt hier überall aufgerahmt und können demnach, ach, hier öffnen, ne? Genau, wir haben ja die Schlüsselkombi von dem Hansel kriegt. Da haben wir einen Schalter. Verwenden wir doch einfach mal. Genauso wie den hier. An. Hier tut sich was. Hier geht irgendwo Gitter runter. Ja, die Suchende scheinen sehr erpicht drauf zu sein, mich zu finden. Das Gitter war es aber nett. Okay, dann müssen wir jetzt rausfinden, welches Gitter das war. Ich habe es leider, wie gesagt, nie mehr auswendig im Kopf, ihr liebe Leid. Für einen Speedrun wäre ich da wahrscheinlich eher ungeeignet. Kann ja sein, dass die Dinger über Kreuz aufgehen, die Gitter, und nicht auf dasselbe Seite. Ne, tatsächlich, hier ist auf. Perfekt. Hier scheinen ja ein paar Suchende zu sein. Da machen wir erst einmal einen Yankee 1 an der Stelle. Und dann gehen wir mal hier rein ins Bacchus Face Gesicht. Räumchen. Voller Goblin-Skelette. Okay. Stimmt, ich habe das so in Erinnerung. Wenn ich hier Mist mache, wenn ich hier die falsche Kombi drücke, dann kommen immer mehr von den Freakos. Habe ich zumindest so noch irgendwie im Kopf. Oh, da sind sie wieder. Huch. Naja, zum Schnellfarmer ist das schon ganz gut geeignet hier. Wenn man schnell Erfahrungspunkte haben will, ja, dann passt das. Der da? Der scheint schon mal richtig zu sein. Mitte, rechts. Und links. Mitte, rechts, links. Sehen wir gleich, ob das richtig ist. Ja, tatsächlich. Cool. Okay, das ist im Prinzip wie der Schläfertempel im Minetal, nur etwas edler gemacht, würde ich sagen. So. Aber Irdorat scheint ja auch so der große Haupttempel zu sein von Belia. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, in Gothic 3 finden wir ja auch einen großen Belia-Tempel, eigentlich schon eine Belia-Kathedrale in Varant, in dem Wüstegebiet. Die Assassine von Varant unter der Führung von Zuben, jetzt weiß ich nämlich auch mittlerweile wieder, wie der Hansel heißt. Die Assassine unter dem seiner Führung glaven nämlich auch an Belia. Und da gibt es eine riesen Kathedrale in Ishtar, in der Hauptstadt von Varant. So, jetzt haben wir hier was ausgelöst. Sieht doch soweit gut aus. Ja, Hauptsache nochmal mit der Zunge geknallt hier. Und dann gucken wir noch, dass wir eventuell die... Huch! Wow! Dass man eventuell noch die... Ey! Scheiße! Dass wir die Schalterkombination eventuell noch anders benutzen, dass wir bei der... bei dem Fallgitter von der anderen Seite noch runterkommen. Hallo! Da bin ich noch raus. Huch, irgendein Skelett ist anscheinend so schon kaputt gegangen. Das war wahrscheinlich das Beschworene von dem Magier. Ja, ich mag euch Skelettmagier nicht sonderlich. Hallo? Hallo? Toll, ich bin festgefroren, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber glücklicherweise konnte ich mich dort draußen nochmal befreien aus dem Freeze. Und die sind so blöd, dass sie mich noch nicht mal im zugefrorenen Zustand fertig machen können, die Viecher. Also immer auch wieder mit Viecher rechnen, wenn man wieder zurückkehrt. So. Gut, gut, gut. Rostiger Zweihänder, aber ich fand eigentlich persönlich immer früher der Schläfertempel wesentlich komplizierter und habe ich mal viel mehr Sachen merken müssen als hier bei Irdorat. Ich glaube, das geht etwas einfacher von der Hand. Nicht so. Ja, nicht mal was dabei, nicht mal Skelett beschwören. So ein Mistkerler war ach. Okay, da hätten wir das over geregelt. Dann
Müssen wir jetzt gucken, dass wir hier unten noch das rauskriegen. Da müssten wir dann, glaube ich, zuerst rechts und dann links. So, schauen wir mal, ob das dann das Gitter unten öffnet. Und? Jawohl. Jetzt ist das andere Gitter auf. Okay. Müsste dann theoretisch das hier unten sein. Dann können wir zum Schluss dann alle von den Dinger betätigen, wenn es soweit ist. Genau, funktioniert ganz einfach. Alles klar. Ist ja nicht so schwer, das Ganze. So, oh, da ist noch so ein höchst übler Schattenkrieger. Dann kriegen wir doch auch ziemlich easy peasy living squeezy hier weg, den Mistkerl. Sonst nix? Okay. Nur ein Schattenkrieger. Mir soll's recht sein. 2 Hände, ein ganz normaler. Und dann passt das. Es waren dann wohl die Belia-Paladiner. Diese Leute hier. Da muss ich auch nur hier auf den Ende Schalter drücken. So, da kann ich jetzt auch noch so lustig umherirren. Kann das Ding dann noch verwenden. Dann läuft die Geschichte. Genau. Haben wir denn hier nämlich noch? Und ich glaube, zum Schluss kommt es nämlich drauf an, dass man die in die richtige Reihenfolge drückt, die Dinger. Ich speichere jetzt hier nochmal. Wer weiß, ob da jetzt nicht nochmal Skelette kommen. Und? Ja, da kommt wieder was. Schattenkrieger. Okay, die Jungs scharen sich wieder um Schattenkrieger hier und dass man nicht um Skelettmagier. So. Okay, das sind die einzigen, die wir hier richtig schade machen können. Dieses... Oh, das war ein One-Hit. Sehr cool. Ich finde es dann irgendwie schade, wenn man dann schon die Klaue Belias hat, die so lustige zu... Wow, geil. Kriege ich mittlerweile echt schon mit One-Hits hier. Wenn man die Klaue Belias hat, die eigentlich so Zusatzschade macht, der animiert ist, finde ich es geil, wenn zum Beispiel so eine Animation wie bei der Heilung dieses blaue Segenslicht, dass das dann auch runterkommen wird, wenn man dann nochmal hier gegen Skelette, Orks, Suchende und andere Belia-Kreaturen kämpft. Das hätte ich halt sehr schön gefunden. So, der Ordnung wegen machen wir das Ding zu, damit wir wissen, dass die Seite abgegrast ist, obwohl das durch die Schalter zwar schon markiert ist, aber meine persönliche Ästhetik und so. So, da können wir nochmal aufmachen und dann machen wir hier auch zuerst links und dann rechts. Und dann rechts und dann links. So, zack. Hier geht wieder was auf. Okay. Ich glaube, das müsste jetzt auch wieder der Seite noch overführt, weil die Kombination ist, glaube ich, für die Dinger gedacht, die noch overführen. So, liege ich richtig? Jawohl, ich liege richtig. So, dann nochmal der Yankee Ends. Dann gehen wir nochmal hier rein, gucken, was uns hier erwartet. Dann kommt mal her. Dann kommt mal her, ihr Knorren-Kasper. Ja, leider das ist mal nicht One-Hit. Ja, der braucht ein bisschen länger. Aber, wie ich sehe, es geht auch als One-Hit-Wonder. So, perfekt. Okay, ja, ich bin dann auch noch so einer, der den Schampel auch noch Eis sammelt. Inventarmäßig und so. Okay, was haben wir dann hier das mal als Gegner? Öfters mal was Neues. Was habt ihr mir zu bieten? Ihr habt mir... Ui, 2 Schattenkrieger zu bieten. Das ist nicht schlecht. Das gebe ich sogar ganz offen und ehrlich zu. Das ist echt nicht schlecht. Autsch. So. Okay, dann du noch. Die fallen jo wie die Stähe hier, die Kerle. So, gut. Ja, die waren jetzt schon eine etwas amüsante Herausforderung, die Jungs. Und zack, zack. Wie ihr immer, wenn ich auf Leertaste drücke, dann wieder mein eigentliche Primärwaffe, meine heilige Vollstrecker dann habe. So, ja, genau, da ist er doch, der Zweihänder. Gut, dann machen wir hier doch nochmal, so, das gefällt mir nicht. So, hier machen wir nochmal einen Speicherpunkt. Und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Mitte, rechts, links. Mitte. Eventuell meldet sich ja schon zu Wort, wenn ich einmal einen falschen Schalter drücke und nicht die ganze Kombination falsch ist. Dass ich da... okay, das war nicht richtig. Scheiße, gerade Nummer 2 von den Knaber. Okay. Kriegen wir hier. Autsch. Ja, 2 Schattenkrieger sind jetzt doch schon eine Herausforderung. Aua. Oh, aua.
Komm schon. Mit deiner famoosten Rüstung. Komm schon. Okay. Komm schon. Jo. Puh. Schwein gehabt. Also Mitte, rechts, links hat man nicht funktioniert. Alter Falter. Das braucht jetzt mittlerweile auch viel. Und ich sehe es auch, ich check immer mal wieder auch mein maximales Mana und so. Durch diesen Dracheneitrank habe ich jetzt auch nichts eingebüßt. So, also immer noch nichts am maximalen Mana eingebüßt. Probieren wir nochmal Mitte, links, rechts. Ob das funktioniert. Mitte. Links. Zur Not kriegen wir einfach hier viel Erfahrungspunkte. Und funktioniert die Kombination? Ja, die funktioniert. Einfach umgedreht. So, schön. Aber insgesamt 1200 Erfahrungspunkte nochmal abgestaubt hier. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Durch die ganze Schattenkriege halt. So, hier wird bestimmt auch wieder was Farmer. Deswegen so. Was Spawner, nicht Farmer. So, deswegen sind wir hier auch wieder gefasst drauf, was kommt. Und. Oh, untote Orks. Okay. Allerhaupt. Akzeptiere ich so. Naja, Orks war vielleicht etwas übertrieben. Da ist nichts zu. Oh, unter der Führung von einem Schattenkrieger. Okay. So. Ja. Bleib du ruhig am Sarkophag hängen, du Ork. Das ist mir ziemlich egal. Beeindruckt mich ja nicht, egal wie sehr du brüllst. Wie auch immer du trotz fehlender Stimmbänder und so schreien kannst. Oder verwesender Stimmbänder. Naja, das sind so Geheimnisse des Untodes. Gut. Ich finde es ja etwas blöd, dass diese Viecher genauso viel bringen wie ein Schattenkrieger, weil die sind dann doch schon ziemlich heftig. Während so ein untoter Ork eigentlich Pillepalle ist. Der ist wie ein Orkkrieger, nur dass er den Titel Untot führen darf. So. Jetzt diese Rätsel sind auch bald erledigt. Ich bin froh, dass ich hier so gut durchkomme, muss ich sagen. Weil ich habe das doch echt irgendwie im Kopf gehabt, dass das etwas mehr Zeit frisst, das Ganze. Aber wir kommen anscheinend echt gut durch. So, damit ist dann auch das hier fällig. Und wir können uns jetzt doch runter aufmachen. In freudiger Erwartung dessen, was uns hier in dem letzten Raum erwartet. Und wir speichern noch einmal. So, was kommt? 2 Zombies und ein Skelett. Allerhaupt kann ich mit leben. Der Zombie dreht sich doch im Kreis. Okay. Vielleicht ist das so die neue Art unter Zombies, sich zu bewegen. So Ringel-Ringel-Reihe auf Irdorat. Ja, wir hauchen den mal 2 Mal. Ne, hat nichts gebracht. Allerhopp. Der Zombie kommt zu Besuch. Der kriegt sie auch. Die Feng. So. Und du kriegst auch nochmal heilige Trachtprügel, weil du so hässlich bist. So. Gut. Nichts zu holen. Da gilt es auch nur Endschalter zu drücken. Das ist doch nichts zu holen. Ziemlich primitiv. Und rostiger Zweihänder und dein Knochen nehme ich auch noch mit. Das muss auch ziemlich eklig aussehen in dem Inventar, wenn du lauter Oberschenkelknochen von Skelette drin sind. Und 2 Zombselmane. Die kriegen wir noch hier. Du Schnauf da. Okay, dann auch nochmal links und rechts. Probieren wir einfach dieselbe Kombination. Das hat auf der anderen Seite auch ganz gut funktioniert. Und? Jo. Nichts Innovatives. Keine irgendwie Kombination pro Gedöns. Das finde ich gut. Wenn es pro Seite immer dasselbe ist, finde ich das sehr gut. Ja, dann kommen wir ja mit einer halben Stunde hier locker durch, würde ich mal sagen. Weil morgen ist dann eigentlich nur noch Endstück und ja, der restliche Stück vom Weg zum Endgegner und dann kommt der Meister von der Drache. Oh, der wieder. Du nicht. Das mal herrscht mal auf mit solchen Spielchen. So, genau. Eisblocke lasse ich mich nicht noch einmal. So ein Käse machen wir nicht nochmal mit. So,
Gut. Läuft ja alles wie am Schnürchen hier. Nichts zu holen. Der hat mal wieder nichts dabei, der Hansel. Aller Hopf. Sei ihm gegönnt. Petzen wir uns noch 2 Achtel Riesling-Schorlerei. Und dann war's das. Ach hier, dann hätten wir eigentlich alle Rätsel gelöst. Ich habe sogar keine Hilfe gebraucht. Das finde ich sogar recht bemerkenswert. Dann machen wir es dann mal in der Reihe, in der mir die Sache auch runtergeholt haben. Ich glaube zwar, da kommt es jetzt nicht mehr auf eine Reihefolge an. Aber wir machen es in der Reihefolge, in der wir sie hier bewältigt haben, die Aufgabe. So, das Schloss ist geöffnet. Und du erscheint gar heiliges Lichtel. Dann kommt der hier dran. Selbe Spielchen am Bacchus Face noch einmal. Gut. Genau dasselbe passiert hier auch. Die Lichter verändern sich auch nicht von der Farbe. Dann machen wir Crisscross und der hier. Deren Zwischenzeit trinke ich einmal einen Schluck. Perfekt, hat genau gereicht. Und dann der letzte, und dann müsste noch einer in der Mitte, glaube ich, erscheinen, den ich dann drücken muss. Jetzt müsste dann das große Portal auch bald aufgehen. Genau, da war noch was in der Mitte dann, beziehungsweise direkt vorne. Dann können wir da auch direkt am Schalter nochmal speichern. Und machen hier runter. Jetzt müsste sich der Ring da lösen. Genau, und dann geht das Ganze auf. Schöner Mechanismus, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und jetzt kommen wir in solche schwarze Marmorgefilde. Jetzt sind wir so im inneren Heiligtum. Und ab da sieht es wieder so ein bisschen aus wie im Schläfertempel, ne? Überall diese dunkle Paladin-Figuren mit rotglühender Aare. Das finde ich aber auch geil. In der Nähe im Kopf muss ein Feuerkorb sein. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Und da geht's jetzt in der große innere Tempel. Wow, ja, stimmt, da war das, genau. Ein Raum voller Suchender, die mir hinterher gewackelt kommen. So, jetzt nix wie rein andere Räume noch. Boah, Alter. Ja, gegen Feuer bin ich noch nicht so gut geschützt, wie ihr seht. Das ist dann wieder recht gefährlich. Okay, dann ist morgen. Für morgen steht dann nur noch das innere Heiligtum zum Meester kommen, dem Meester Plattmacher. Da das Ganze jetzt aber doch etwas zeitintensiver ist, würde ich sagen, wir machen ein klein bisschen früher Schluss. Ich gehe jetzt nochmal bis da runter. Und dann speichere ich an der Stelle nochmal. So, weil ab da sieht mich noch kein Suchender. Da würde ich der Glattsache aus zeittechnischen Gründen, ihr liebe Leute, machen wir an der Stelle hier einen Cut. Und sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo es dann tiefer reingehen wird und zum innersten Heiligtum. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ja, ihr könnt mich ruhig finden. Ich lade den Spielstand morgen eh wieder neu. Wir sehen uns dann morgen wieder, wie gesagt. Das könnte die letzte Episode werden. Ayan Yankee.